Was ist los? Warum gibt's kein Eis? Hallo, ich war schon im Proberaum und es gibt kein Eis. Heute gibt's T-Shirts. Zu essen? Hallo Leute, Samstag. Wer von euch hat ein Video gemacht? Ich würde ja gern, aber meine Mama hat gesagt, wenn ich meinen Saustall nicht aufräume, dann darf ich nicht mehr raus. Ich habe leider keine Zeit. Mein Problem ist, ich habe mir so wehgetan beim Gitarre spielen. Ich mache heute gar nichts mehr. Guckt mal, aua. OT kommt sofort, steht aber, was tut es, weil mein Auto ist gleich. Mano, alles muss man selber machen. Und Pushkarte. Oh, was ist das? Porto-Invasion. Da müssen wir es ein bisschen modifizieren mit dem Briefmarken. Der LBG hat 10er gekauft. Ist das, Herr Franken, ist das eine andere Art auszudrücken, dass du zu dumm bist, um Briefmarken einzukaufen? Das Problem ist, wenn man 1,90 auf einen Brief draufkleben will und der Alex sagt, das ist doch praktisch, wenn man dann 10er Briefmarken hat, ne? Und der Monchi sagt, nein, nimm nicht die selbstklebenden, nimm die anderen, die sind billiger. Dann mal Zunge. Welche will ich abgeleckt haben? Bei 2 Gramm zu viel, Thema Risiko, noch die kleine oder die große Porto? Kein Risiko, die Leute brauchen schnell ihr 2 Zeug. Gramm. Mal machen, Gary. Kein Risiko. Für unsere Leute, die bei uns im Shop, wie heißt die Adresse nochmal, Monchi? Sag nochmal kurz die Adresse. Shop. Ja. Alex, weißt du die Adresse von unserem Shop? Palzrock.de und da ist ein Link. Na, shop.palzrock.de. Shop. Ihr müsst schon den Basser fragen, wie die Adresse vom Shop ist. Ohne Scheiß, das ist traurig. Es ist richtig traurig, wenn ein Schlagzeuger den Basser braucht, um sowas zu Bei gescheite Bands hat man Leid, die das einpacken. Ja, Bei gescheite Bands packen noch die Musiker selbst ein. so ist es. Das ist die letzte 1,90er, der Rest. Was? Jetzt wird der so abgelegt. Habt ihr gesehen? Das ist der erste. Das Zugekostet. ist der erste, der ablegt. Ist das eigentlich auch sommerlich? Schmeckt das nach Hugo dann? Ja. Es gibt so Sommerbriefmarken und Winter. Die Winter schmecken nach Spekulatius. So, die neue T-Shirts sind ausverkauft schon fast. Also ehrlich gesagt, dieses Bild straft Lügen, ne? Also von wegen ausverkauft. Ja, du willst jetzt den Leuten sagen, sie sollen sich bitte beeilen, ne? Wer nicht will, hat gehabt. Leute, ich wollte euch jetzt nur hiermit einen kleinen Einblick verschaffen. Ihr denkt bestimmt, ach, die Feinrips, wenn die so einen Shop aufmachen, ne? Das haben die abgegeben. Das macht irgendjemand, macht das in Böhl-Igelheim oder so. So eine große Firma wird das gemacht. Aber nein, jedes Paket, das ihr bei uns bestellt, jede Bestellung wird liebevoll mit Hand verpackt und die Briefmarke wird sogar teilweise von Schlagzeugern, die wir extra dafür eingestellt haben, angeleckt. Wo die alle herkommen? Mönchengladbach, wo ist denn das? Gladbach. Ah, Gladbach. Haben wir so weit Fans? Da wollte ich alle ein T-Shirt, da wollte der Lama hoch, gut rumlaufen. Jetzt, wo alles so ein bisschen lockerer wird, einfach mal wieder gut aussehen beim Ausgehen. Es ist schon interessant, ich sag das ganz ehrlich, lernt die Erkenntnis zu sehen, woher die Leute unser Zeug ordern. Ja. Das ist schön zu sehen, dass doch die Palz größer ist, als wir gedacht haben. Ja, die geht ja bis, weiß ich was, die geht bis nach Hamburg sogar und nach Berlin gehen die. Lass dich mal nicht ablenken, schaff mal was. Ja, lieber ablenken als ablecken, Herr Franken. Jetzt macht mal das TV da weg und lass uns arbeiten. Nein, schlag mich nicht! Nein, schlag mich nicht! www.quatschkopf.de Ach so, palzrock.de